so die Wirsel für Bodybuilding. Meine Mama war so, was musst du? Und mein Papa war so, das ist nicht gut für dich. Ich schon immer ein bisschen so komplexer gehabt, was mein Körper gegangen ist. Die Leute mal gedacht, oh okay, das wird ein bisschen aufgeholt, gesagt, der gut aus, so, aber ich war dick tot. Body Positivity aus dem Movement, den ist so komplex. Okay. Für mich war der Sport auch schon immer so ein Rückzugsort. Du hast immer Leute, die da so, na, Muskeln bei Frauen, nee. Wenn ich an den Sport gehe, ich kriege ihn halt, weil ich mich so freue auf meinen Sport. Wir waren gleich vor Essen am Bischof. Das war immer cool. War, also, falls dir das guckt, Monsieur, vielmals merci für die Invitation, das war wirklich mega cool. Ja, das war immer cool. Also, es war auch immer lecker. Wir waren an der Kamakura. Weißt du, alles, sie war japanisch Essen. Ja, das war immer nice Experience. Und unser Kardinaler Bischof, der kann auch Japanisch. Ja. Ich finde das auf Japanisch bestellt. Das war wirklich cool. Der Patron hat also begrüßt auf Japanisch, also nicht alles nicht. Der Bischof, aber wir bestimmt haben Druvi, so Dölpesen. Und Tom sein Tasse ist nicht gegangen. Und mein Tasse, naja, plus mal schnell, das ist nicht gegangen, der Tisch schmisst. Der Klang einfach so da sitzen. Und warte, bis der geht. Ja. So, und dann hat man ihm ein Kado mitgebracht. Und den hat man aber vergessen, der Tisch. Dann haben wir ihm ein bisschen da laufen. Mit dem Kado. Aber es ist mir egal. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast. Apropos no laufen. Apropos. Der war gut. Ja, der war gut. Apropos, aber nee, haben wir spielt Cardio. Nee, ja. Aber es geht effektiv um Sport. Wir haben nämlich Claire Asselborn. Also ein anderer Sport. Mam Pumpcover und. Mam Pumpcover muss ich. Ist das ein speziell Mach? Kann ich nicht. Nee, was ist Pump? Ja, ich weiß, Pump ist. Mich ist Cover, kann ich auch. Mich kann. Aber das, also das habe ich schlecht gelernt. Das sonst an der Fitness gehst und nach, weißt du, kriegst du Pump am Fitness. Und dann sagst du Wasser aus. Und dann gehst du dein Pumpcover und erreichst, wenn du Pump hast, aus für Wasser auszusehen. Das ist genau das. Das ist genau das. Okay. Schon alles gelernt. Ich meine, doch immer, sonst nie aus. Du coverst einfach, was Fleisch drin ist. Ich habe 2 Jahre trainiert und dann kannst du noch rausziehen. Ja. Salut. Moin. Moin, Test. Geht das? Ja. Schön, dass du hier bist. Merci für deine Zeit. Ma, ich nicht merci. Das ist ein Plaisir. Was musst du? Du musst Fitness, oder was? Ich mache Bodybuilding. Bodybuilding? Ja. Nee, okay. Das ist noch ein bisschen etwas anderes, halt. Das ist wirklich so Muskulation. Okay, ja, das tue ich mal so als Frage beschrieben. So, was hast du den Unterschied zwischen so normal Fitness und Bodybuilding? Bodybuilding für uns Bodybuilder, also eben mir als Hauptziel für nur Kompetitionen zu machen. Das heißt, das wirklich so noch ein anderes Ziel, du hast, wie just fit zu sein, Sport zu machen, Laufbahn zu gehen und so. Das heißt, das ist schon, ja, die Ernährung spielt eine große Rolle. Ja. Weißt du, wenn es kein Kischelchen gehst? Ja. Nee, ich hätte wahrscheinlich doch nicht dürfen essen. Also können essen, weil ich vegan bin. Ja. So, also, voilà, mir. So viel Sachen. Lo ungefähr ja, okay. ein kleines Bild für die Leute, die Kleiner nicht kennen. Also, ich meine, du bist relativ aktiv auf Instagram. Aber die Leute, die dich noch nicht kennen, die kriegen schon so kleine Glams. Also, es geht um Sport, es geht um Ernährung und es geht auch nur um Mental Health. So kann ich das ungefähr zusammenfassen, gell? Das ist noch wichtig, ja. Voilà. Was fängt man an? Mit Fitness oder mit Veganismus? Können wir anfangen, ab wann hast du angefangen, mit wirklich aktiv so krass Sport zu machen? Das war mit 15. Okay. Weil ich weiß das noch ganz genau, schon ein Elternerlaubnis gebraucht, für mich am Basic Fit umzumelden. Und du darfst eben just ab 16 dann Abonnement kriegen. Ich weiß nicht, mit meiner Mama gesagt, so, ich gebe da schreib das los, das darfst du dran. Voilà, dann habe ich angefangen. Ich weiß, damals ein Kollege bei mir aus der Klasse hat mich mitgeholt. Und ich habe immer ein bisschen so komplexer gehabt, was mein Körper gegangen ist. Und ich war so, okay, ich gehe nicht voll an Fitness. Ich habe viel Volley gemacht. Ich habe 10 Jahre Volley gemacht. Und ja, es war für mich
so die Wirsel für Bodybuilding. Meine Mama war so, was musst du? Und mein Papa war so, das ist nicht gut für dich. Wie das seht ihr, der geht Ja. effektiv. Also Ja. so, meine Mama, die Zeit, wo ich mehr regelmäßig an Fitness gegangen bin, sie so, ja, du musst halt den Gelenk auf die. Ja, aber bei all Extremsport musst du sich, wenn du nicht aufpasst. Das ist schon nicht extrem gemacht. Ja, okay, das ist noch etwas anderes. Ja, aber ich weiß nicht, was du... Das heißt, ich mache immer mein Gelenk an der Tutti gemacht. Nee, das ist gut. Das ist gut. Okay. Das frieden mich, da kannst du ja Da noch. kannst du zurückfällen. Das ist noch von dem Mol. Meinst du? Ja, vielleicht. Ja, voilà. Du hast angefangen, du hast es einfach als Hobby so gemacht. oder Ja, also schon angefangen, einfach so ein bisschen für mich sportlich zu gehen. Zu denen dann so an dem Alter, wenn es dann Pubertät kannst, was man so, ich muss aufholen, meine Beine sind zu dick oder ich weiß nicht, all die Sachen. Da schumst du dich für Schwimmen zu gehen. Und ja, für mich war das große Ziel, am Anfang so viel aufzuholen. Und dann sind ich halt eben an das Loch gefallen, wo dann so ein bisschen Erstörung dabei kommt, wo ich aber noch nie so ich habe nie offiziell gesagt, kriegst du eine Okay. Erstörung, weil ich nie bei einem Psychologen gesehen zum Beispiel. Ich habe schon immer alles so ein bisschen allein gemacht. Und die Leute kriegen das nicht mit, weil sie gesehen just, okay, das passt dick gut auf, was das ist, hat mir dick viel Sport, hat das gesund. So. Das heißt, du kriegst keine Diagnose Nee, und du hast dich selber geheilt. jo. Also, wenn man das so will, pardon, ja, das klingt Ja. doch blöd. Für Ne? das heißt, Nee, du das hast klingt nicht einfach blöd. gar nichts mehr gegeben. Das heißt, du wolltest einfach auffallen in dem Moment. oder wie? Das ist nicht, dass ich nichts mehr gehe, mir schon zum Beispiel, ich weiß nicht, den ganzen Morgen nichts gehe und dann habe ich als Mitte so ein Wassermelon gehe zum Beispiel. War ich so dick gesund. So. Und dann bis oben neige und dann habe ich einfach so Zucchini-Nudeln gegessen mit Avocado. Weißt du? Ich weiß Okay. nicht, das ist einfach Okay, krass. dadurch auf Social Media gesehen, den Moment. Ja. Und dann hast du gedacht, so, ich ernährt sich so. Und dann auch mal im Sport kombiniert. Dann Das heißt, du hast den Moment darauf geholt, oder? schon aufgeholt, Ja. ja. Das ist ich schön, hatte was die Wassermelone und Zucchini-Nudeln Nee, ist. ich habe die Mann Auch viel Sport, ne? aufgeholt. Mir Ja. das bei mir nie aufgefallen, weil ich von Genetik hier immens, wie soll ich schon, ich bin ein bisschen mehr breit gebaut. Schon halt mit meinem Papa nur doch immens stark Beine und immens stark wurde. So. Das ist schon halt mehr von meinem Papa und das ist nie aufgefallen. Okay. Die Leute haben mal gedacht, oh okay, das wird ein bisschen aufgeholt, gesagt, der gut aus, so, aber ich war dick tot. So, ich bin an Training gegangen und ich war so, Aber wie lang war die Periode, wo du wirklich so krass dich gestafft hast? Das ist bald das schon, ne? ja. Ja. Ich gebe so, und das war gut 2 Jahre. Crazy. Ja, mir die Zeit verfliegt so sehr, weil es einfach gar nicht präsent war. Okay. Aber was hast du die Zeit am Fitness gemacht? Nicht mehr gelaufen, oder wie? Nee. Was hast du Gewicht da gehoben, oder? Ja. Squats? Ich habe schon Krafttraining gemacht. Okay. Aber ich schon zum Beispiel, ich bin morgens laufen gegangen, dann habe ich an der Mittagspause erst noch ein bisschen Apps gemacht oder so. Und dann sind ich nur der Schule trainieren gegangen und dafür im Schlafen gegangen sind schon auch auf die Laufband gegangen zum Beispiel, weil wir ein Laufband daheim. Crazy. Das ist so Das ist viele verrückt. Stunden am Tag trainiert. So Zu viel, keine Ahnung. krass. Das ist also Kaloriendefizit von viel. Zu viel, ja. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Mit dem Moment, Aber- was du so an der Schiene dran, du kriegst das gut mit. Ja. Plus Leute so, ja, ist das nicht gut so? Ich so, merci. Ja, und plus, wenn da so die Validation von Bausen kriegt, dann ist er wahrscheinlich noch viel mehr so an dem Komplex, den er dann von heute geht, da weißt du, so Ja. dick bestätigt und dann. Das ist immer schwer. Ja. Nicht nur just beim Sport, aber ich meine, viele Leute tun das auch mit anderen Sachen wie Essstörungen. Ja. Just heute war das halt gar nicht viel geschwart, meine ich. Oder gar nicht quasi. Aber ich fand das aber mega wichtig. Oh, Aber mega. wenn hast du gemerkt, so lebt ihr nicht schief, so Das ist schwer zu sagen. Aber ich weiß, dass es angefangen hat, alles so zusammen zu brechen, wo ich angefangen habe, wirklich so Panikattacken auch zu machen, wenn ich nicht an meinen Sport gehen konnte. Wenn ich zum Beispiel länger Erkältung hatte, oder also ein Grippe, weil mit der Erkältung sind durch Ja. trainieren gegangen. So. Das war für mich so. Ich habe gemerkt, dann schon am Bett dann schon angefangen mit kreischen und so, weil ich mich so schlimm gefühlt habe. Das ist wahrscheinlich wie bei, das kann ich nicht so, weil soll ich nicht etwas, also wie soll ich das sagen? Du kannst nie wissen, wie etwas ist, wenn du nicht selber erlebt hast. Dafür weißt du nicht, wie zum Beispiel für einen aus den
Bulimie hat, wo dann zum Beispiel fett Binge hat und sich doch schlecht fehlt. Mir für mich war das vielleicht so gefehlt an dem Bereich. Ja. Du hast dich so schlecht gefühlt, dass du nicht kannst trainieren, einfach, dass du mit kreischen. Okay. Also Das- du, ja. weil du Angst hast, den Gains zu verlieren, oder weil du so einfach so unzufrieden warst. Also es ist schwer, Das wahrscheinlich schwer zu greifen. Also Ja, überhaupt okay, so klar. auch zu verstehen. Ja, klar. Für mich war der Sport auch schon immer so ein Rückzugsort, wo ich dann komplett in der Welt war, noch ein anderes gedurcht habe. Weil dort drin hat natürlich auch so meine Schule gelitten, so sozial war ich auch über zurückhaltend, weil ich einfach keine Zeit hatte, weißt du, weil ich das just am Sport war. Das war das Einzige, wo ich irgendwie ein bisschen Konfirmation kriege, so, Also dass ich safe es kann, place. so, ja. Comfortzone. Ja. Okay. Es war eine Addiction. Ja. So safe to say. Also normal. An einem anderen Equiliber gebe ich so hin. Also das ist noch immer lo für mich mein Sport, also so, gibt mir so viel Leben. Und ich sollte nicht gleich zu einem Kollegen, sogar lo, wenn ich an den Sport gehe, ich kriege hier halt, weil ich mich so freue auf meinen Sport. Okay, So, ich fuhr an den Park ging und ich so, ja, das ist über Müll. Das ist einfach lo. Gut? Ja, ich war gut. Ja, Goals. die denkt ich so, das hättest du mir. Nee, ich denke mal Goals. Also, egal ob du Sport oder selbst anders, wenn du den Passion hast. Ja. Also, first, also als erstes Mal Goals. Das heißt, ob was fräst du dich genau? Ob die Übungen machen oder ob das, was du... Duschst du noch? Nee, was du durch kriegst am Anfang. Nee, das ist einfach so die Glückshormone. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach. Ich fühle mich da einfach so daheim. Okay. Auch so die Leute, cool. also das lohnt nicht, dass ich an der Fitness gehe für zu schwätzen. Also die Leute, die da sind, die wissen dazu. Man klar schwätzen nicht, weil das kann ich fast nicht schwätzen. Aber ich weiß nicht, ich fühle mich einfach so daheim da. Ja. Aber wenn du gehst an eine andere Fitnessschool, wäre das meist selbst oder wäre also Ja. auch. Okay, das ist das. Weil ich bin so den, ich gehe sogar in der Vakanz, ich nicht mal so in eine Okay. Fitness. Aber war kein Do, das ist kein Do. Das ist leider nicht im Pain. Nee, nicht. Aber ja. Okay. Aber das ist halt nicht mehr, Also, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich nicht an Training gehe. Weil schon auch zum Beispiel mein Fast Day, wo ich Pause mache, schon weiß genau, dass ich mich so viel bewege und nicht drüber gehen und so. Also schon hat einfach mal Zeit gelernt auch. Wie hast du das gelernt? Internet? Nee, schon mal mit 17, nee, mit 18 habe ich mal meinen ersten Coach geholt. Also Gesicht geholt. Bis ich das hört. War nicht gut. Voilà, das ist schon mal da einfach Hilfe geholt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich mir mein Training selber zusammenstellen, da sind ich ja nur 4 Stunden am Gym. Aber wenn jemand sagt, du musst das und das, und du isst das, also du hast überhaupt mal etwas, dann war das für mich einfach für an die Flow zu kommen. Ich hatte einfach so die Last, die ich eigentlich aufgehen habe. ja. Und ich nehme einfach vertraut und mit der Zeit und ich einfach sich selber so an Rolle kommen. So. Wie viele Stunden was low pro Session auf Fitness? Aber gut, 12? 2, ja. Okay. Und ich stand nur noch ein bisschen trippeln oder Posing machen, sind vielleicht 2,5. Ja. Die nur weh. Was Posing, man? Einfach für den Spiegel Poseur, gucken. Nee, für Kompetitionen werde ich auf der Bühne stehen und du musst meine Pose weisen. Die Stadt musst du üben. Also, Ja. muss ich üben. Ja, Ah, okay. alltag. Ja? Ja, Ich gehe einfach so, wow, easy. Nee, das ist über schwer, weil du musst den Stärkten weisen können und den Schwächsten verstoppen können und so. Ah, okay. Krass. Was sind die Stärken? Die Schwäche willst du bestimmt nicht so. Was sind die Stärken? Also, was heißt Stärkten? Ich mache Bikini-Klasse. Das heißt, bei mir ist es nicht das nicht so wie am Bodybuilding bei den Männern, wo es krass Mass muss weisen. Ja. Du bist halt auch immer feminin, aber an mega Klasse. Ja. Der Tisch den stärkt aus. Ich kenne mal gesagt mit dem Bein. Nee, Bizeps ist mega schwach, ich Oh. habe kein Gerb. Nee, ich trainiere mich aber quasi gar nicht. Okay. Weil das zu viel geht für meine Klasse. Okay. Also Gewichtskategorien.
Oder für eine Klasse? Bikini-Klasse. Bikini-Klasse. Du warst gerade ein bisschen verloren, weil du wahrscheinlich nicht weißt, wie die Klassen aussehen. Aber das ist nicht schlimm. Die meisten Leute wissen das. Die meisten Leute wissen das. So eigentlich. Wie sind die Klassen dann? Nee, du hast für die Kompetitionen, so wie es am Laufen irgendwie so... Oh, du kannst mich gut aus. So viel Meter laufen, weißt du, was ich meine? Ja. Und am Bodybuilding hast du halt, wo du gesagt Frauen und Männer gedeelt, natürlich. Und dann an die Größten und dann auch an Klassen von dem Genre, was du musst, ob du Bikini musst, du hast dann Oberkörper und Innerkörper gleichmäßig verdelt Muskeln, dann hast du Wellness, wo du mehr Innerkörpermuskeln hast und mehr Oberkörper. Okay. Und dann ist der Bodybuilding, der wo es dran da gesagt ist, mit seinem Gesicht. Weißt du? So über Stoffen, ja. Okay. Stoffen. Okay. Voilà. Das ist bei dir das all natural an der Kategorie? Ja. Oh, nee. Oh, Mom. Okay. Das ist auch die unfair dann, ne? Das ist immer unfair. Aber die meisten passen sich einfach un. So wie dir? Ja. Wie soll ich sagen, Bodybuilding hast du die letzten Jahre, also ich will nicht für alles schwarz, du hast auch Föderationen, also du hast auch Naturalföderationen, aber also die Generalföderationen, wo die meisten mitmachen, da sind ja alle europäischen Labs. Okay. Du nicht? Ich habe noch keinen gemacht dafür. Ich will für dich mal gucken, ob das mir überhaupt gefällt, weil für mich ist der Sport ja mehr so das, was man wissen. Die Glücksgefühle voilà, einfach so, dass ich mich da empfehlen vielleicht gefallen mir die Kompetition gar nicht vielleicht so ich mal so der kitschig den bling bling do also nicht ultra eben weil es so mega kompetitiv ist und mega shady auch teilweise weil ich so matt kreieren oder gut dass so also ich kann die eine Person wo ich dafür geschwart habe die hört mal wirklich zu teilweise Sachen geschwart zu die relativ negativ waren. Zwar ich auf Frankreich war das. Ja. Aber wo so dann wirklich so in dem anderen ablauert, dann so. Also so kleine Bodybuilder. Stadt, gut nicht matt. Hinter sind nicht Bodybuilder. Stell da noch. Das ist okay. natürlich wert. Ich hatte gerade mal hier, war gerade so scharf. So da noch, da muss nicht halt. Ich kann mir vorstellen, wenn du auf deine Kompetitionen bist und dann sagst, okay, wenn ich das gefühlen, dann gebe ich auch Fleisch gewonnen. Das dann aber irgendwie so. Ja, mit den Dingen aus, wenn du die Genetik nicht hast, bringt es dann nichts zu holen. Der Chris Bumstead wird nicht der Chris Bumstead, wenn er nicht seine Genetik hat. Ich sehe die ganze Zeit auf TikTok. Also wirklich. Ich noch nie hören. So die Leute, die ganz urwichtig, die stehen schon da, weil sie da hier gehören. Okay. Das ist das Genetik plus Stoffen als gleich. Success. Als gleich Success, ja. Verhaut zu da. Also ich will nicht generalisieren. Ja, voilà, ich meine. Okay. Das ist das auch du. Am Basketball ist gut, wenn du groß bist, hast du doch irgendwie verschiedene genetische. Ja, klar. Okay, was sind da so vier Teile? Also wie meinst du? Also wie kann also war das am Basket also gut groß zu sehen oder am Reiten also ne. Ich wollte die Jockeys oder wie die Hesche ist. Aber das bei denen. Die muss ja Klang sein. Ich wollte einfach großer Klang, weil immer schlecht fordern. Ja, nee, wenn du von Natur aus zum Beispiel immens Drische bleibst, also was hier Strich was, wenn du immens lean bist, wenn du nicht viel Fett hältst, oder wenn du sehr Muskel aufbaust und so Sachen, oder so die Platz, wo du Muskel aufbaust, kann es sein, dass Hähn möchte genau die nämliche Übungen wie Hähn, mir Hähn oder aber irgendwie groß Brust wie Hähn, weißt du? Das ist mehr so das, was ich mit Genetik meine. Okay. Ja, das ist mehr komplex. Ja, Iva, wie bringst du dir alles bei? Lehrst du das, hast du das selber beigebracht? Muss Ausbildung? Also ich mache schon eine Ernährung. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Nutrition Coach. Okay, cool. Das ist, das habe ich am Lockdown gemacht, also noch nicht lange hier. Ich probiere auch im Moment also so ein Personal Training Certificate zu machen. Also springt das mal nicht immens viel, wie ich das studieren. Also ich studiere Sportwissenschaften, okay. Wo ich die Sachen nur sowieso habe. Ich kann einfach nicht warten. Also, ja. Okay, nice. Ja. Das war der von mir essen, aber nicht.
Alles. Das sind echt der Mesomorph. Okay. Ja. Viele was echt der Ektomorph. Ich wollte so, dass die zwei Wörter kann. Das war gerade so, okay. Du hast mich gerade so geguckt, so, oh nee, hat ich so etwas Falsches. Ja. Schon einfach wollten, dass ich zwei Wörter kann. Das ist auch richtig geil. Die Wörter, die gehen nicht. Die gehen nicht, ja. Aber ich Ja. setze mich schon nicht so mega mit den Begriffen außerdem, weil ich das nicht, ja. Du warst vegan, oder wie? Ja. Du ganz. Ganz Okay. vegan. Schon überlang und plus, geil, seit... Seit 14, 15. Puh, Bald 15. Wie war? die 7, 8 Jahre. So. Ich hatte ganz viele Probleme mit der Verdauung. Ich als Teenager mein Darm hat null funktioniert. Ich schon so mit allem, was ich gehe, und Medikamente geholt, für zu verdauen. Seriös? Ich weiß nicht, wir sind bei einem Doktor gegangen. Also meine Mama ist mit mir bei all Doktor gelaufen. Das ist so legit all Doktor. Spezialistin und ich weiß nicht was. Und ich weiß, mir war bei dem einen Doktor, und ich hatte mit einem Bengel, hat mir so auf den Darm gedrückt, für zu gucken, ob er reagiert. Oder wie er reagiert. Und er hat gut nicht reagiert, so normalerweise zieht sich dann zu summen oder so. Und ich war so, da war wirklich nicht normal. Das heißt, mich so als Teenager so. Ja, ich habe es frustriert. Und dass dabei kommt, dass ich ganz schlimm Epilepsie. Eczema hat. Oder ich war gerade in einer anderen Welt. All gut. Nee, ich hatte Eczema, ganz starken Eczema am ganzen Körper. Dass ich mein Blatt war voller Blut, so, weil ich schon so krass gekratzt bin immer. Wow, heavy. Ich habe schon alles probiert, glutenfrei, laktosefrei, 100.000 verschiedene Diäten, wo die Doktoren da gesagt haben, ja, los da und da sehen, und es hat nicht geklappt, und was vegan war, alles. Alles gut. Jo, Okay, alles gut. Puh. das gut zu wissen. Ja, es geht nicht immens viel darüber geschaut, aber ich fand ist aber trotzdem, geil. ich mein, Ne? 4 oder 7 Jahre, ja. Da finde ich auch die Ja. Straße mal umgehen. So. Ja. Aber nur den Moment, statt dafür tun, kannst du heute so, meinst du, auch vegan blanchen, Ja, ne? also kann dann eine Gruppetto vegan blanchen. Also schwangen, du kriegst überall auf, du kannst Ja. Avocado-Toast oder so. Aber wie kriegst du denn Proteine, wenn du kein Fleisch hast? Getreide, Soja, supplementieren auch. Okay. Aber auch die Nicht-Veganer trinken noch ihre Whey-Shake im Training. So. Ja. Also, Ja, klar. Ja. gesehen sie alle gut mit ihren Whey-Shakes und ich so, ich esse dann aber ab. Weißt? Also, du musst einfach wissen, wie du dich anlässt. Ja. Auf was du verdrehst, was du gerne ist, was dir schmeckt. Ja. Weil so bei ihr, ich kann noch Leute, die so, ich kann nicht auch Poulet essen. Ja, Ja. also definitiv. Das ist vegan. Das ist an den Leuten, du warst ja auch Coach. Ja. Diese Coach, müsstest du auch nicht mehr vegan bleiben, Nee. oder müsstest du alles? Nee, ich meine alles. Okay. Ja. Also ich sehe noch keinen von den Veganern, die in einem sehen, so, was du Fleisch ist, das ist schlecht für dich. Weil ich schon das dick lang gemacht, das bringt gar nichts. So. Ja. Weil die Leute, das wie wenn du eine Person siehst, so, hallo zu filmen. Sie möchten- Ja, klar. Ja, das bringt nichts. Voilà. Okay, das heißt, du coachst Leute, das heißt, du musst ihnen hier einen Fitnessplan, hier einen Ernährungsplan. Und für gelesen, dass der Online-Coaching auch gibt. Ja, also ich mache just Du musst just Online-Coaching. Online-Coaching. Das heißt, Und zwar, weil ich gelesen, wenn du einen Personal Coach hast, den bis 2 Mal die Woche da Training geht, das sind 2 bis 3 Stunden. Da das gut für den Anfang, aber das genauso, also das besser am Anfang, wenn du den hörst, den da mehr regelmäßig das Zwiebel möchte. sicher. Alles verstanden. Ich bin stolz. Ja. Nee, ich meine es ist so, dass ich, wie gesagt, ich schreibe einen Trainingsplan, Ernährungsplan, just wenn eine Person will. Weil ich gehe auch gerne die Leute eben so die so Flexibility. Flexibilität. Ja. Flexibilität, oh mein Gott, gut. Schwach. Dick einfach. Für sich selber sein erstes so zu gestalten, wie will, solange eben, ob sie Kalorien können, ob sie Proteine können und so weiter.
Und dann ist es mal wichtig, eben, das tust du nicht beim Personal Training, wenn es an den Fitness gehst, weil es eben just du die 60 Minuten dann mit dem Coach trainierst und dann gehst du heim und es ist ein totaler Schmier, weißt du. Und heute habe ich, was nicht schlimm ist, gell? Ich habe Nutella, so. Aber ich gucke halt eben immer einmal an der Woche so einen kompletten Check-in zu machen, wo ich Feedback von hinten kriege, so war das Woche gut gegangen, war das Woche gar nicht gut gegangen oder was war das Woche extra, was auch immer. Und dann gucken wir Probleme zu lesen und gucken, was können wir anderen. Und du gehst nie so, die Leute kommen beide schon in die Fitness und dann mal trainierst du diese. Das müssen nicht. Nee, so ist nicht. Ich habe Zeit auch nicht dafür. Weil ich noch studieren. Ja. Mir empfand das lieber nice, weil dann hörst du effektiv so richtig so Body, weißt du, so ein Coach, den er wirklich so wie, also so der konstante Zwiebel wirklich die ganze Zeit geht so. Ja, ich probiere so das. In den dich mal da, weißt du, ja. so durch die Hand halt, weißt du. Wenn die Leute keine Ahnung haben am Anfang, dann stelle ich mir da auch schwer für, weil wenn du auf der Platz bist, kannst du Martin bei der Bank und dann so mal so oder so an. Nee, ich verstehe, was du meinst. Ich gucke noch immer, ich schicke nie ein Video von den Übungen, wenn sie zum Beispiel eine Übung nicht kennen. Und ich assistiere immer, sie die Monster machen, weil sie so steck schummen sich so am Fitness zu filmen. Ich sehe immer so, check mal den Video und so. Und sie so, ich mich nicht getraut. Ja. Ja, da sagst du aber. Ja, dass ich verbessern kann und so, weil das ist aber wichtig, weil das sind Leute, die mega aufhängen sind. Also mit verschiedenen gehen auch die Ehrlichkeit zum Beispiel an Fitness, wenn sie da drohen oder so. Weil ich gehe sowieso dafür. Ja. Wir dürfen dich nicht durchschwärzen. Das ist also, grumpy. Ich fand sowieso, wenn ihr so die Ehrlichkeit an der Fitness könnt, bei mir war das so, dass ich so overwhelmed von dem Ganzen, das ist so viel und du weißt gar nicht, was du sollst aufhängen können. Ja, ich glaube. Und dann habe ich mal so ein paar YouTube-Videos geguckt, dann habe ich gelernt, so Legs, Push, Pull und so. Ja. Und dann... Gehst du dich mal so ein bisschen auf die Laufband, dann guckst du alles und so. Das waren Jana, Leute. Ja. Weil das ist auch schon so, du musst auch schon viel lernen, für das ganz können und verstehen, was du für Wert müssen. Ja, mit das wie mit allem, du gehst ja auch nicht an die Küche und du siehst so, oh, ich backe einfach einen Kuchen. Ja. Du musst für dich gucken, wo du das Rezept hier kriegst. So. Ja, also, genau. Schon auch mega... Oh, der Wackeltick. Das ist nicht schlimm. Nee, schon noch mega lange mich mit YouTube informiert. Also, so lese ich schon nicht auf YouTube basieren, weil du gesagt auch viel Blödsinn du. Aber wenn du wirklich keine Ahnung hast, hilft das aber, für ein bisschen ranzukommen. Und so, ja, so hilft es sich halt. Wer ist dein Trainingsplan da gerade? So, was musst du, wie oft pro Woche? Das hängt von ab, wie meine Rotation fällt. Von den Rotation das. Heinz, du sind 5 Mal am Gym. Heinz, du just 4 Mal. Das hängt davon ab, wie meine Pause ich fallen. Ja, das geht durch. Dein Freund ist hier noch Bodybuilder? Ja. Okay, aber geht das auch bei ihm? Nicht mehr 4 Mal die Woche trainieren? Oder muss er mehr oft trainieren? Wie hier gerade trainiert, wünsche ich keine Ahnung. Also wir gehen nicht zusammen trainieren. Hier geht aber so gut. Ich meine, hier geht auch 5 Mal die Woche. Dem nur 6 Mal. Ja, immer. Ja, viel mehr kannst du nicht. Du hast also so Rest Days. Das ist immer wichtig zu rasch, voilà. Ja. Schwarz mehr so Erfahrung. Ja. Nee, das ist wichtig. Du kannst dich so gut machen am Training, wenn du nicht hingehst und raschst und den Muskeln wurzeln am Schlaf. Ja, ja. Genre, du trainierst schneller, dann ja. Einmal die Woche, dann braucht das ja eine Woche. Aber da kannst du all darin selbst anders trainieren. Ja, aber wenn du zum Beispiel Bein trainierst, ja. Du hast den nächsten Tag Rick und du hast auch für du Squats gemacht, kannst du auf dem Rick-Training nicht 100% gehen, weil der Rick noch mal ein bisschen mehr ist vom Tag für drin. Stell dir vor, du musst in der Pause zwischen und du merkst, du nur im Reckentraining, wo ich kann viel mehr zählen. Wie wenn es, also, musst verstehen, was ich meine. Aber wenn es Squats müssen, dann müsst du Brust. Mit der ganze Körper war generell auch. So krass auf von Dingen Recup auf, von Dingen Alter, ob du, ich weiß nicht, den ganzen Tag schaffst oder ob du Student bist und just 3 Stunden da an der Kur musst. Weißt du, das hängt von so vielen Sachen auf. Ja. Nee, ich meine, wenn du das als Bodybuilder so seriös willst machen, also keine Ahnung, an anderen Sportarten ist es aber meistens so, dass du wirklich all Tag musst bis 2 Mal trainieren. Ja,
Das ist mehr bei so Ausdauersportarten. Ja, oder ja, Kampfsportarten kann ich mich aus. Nee. Ja. Ja. Weil das auch, ich meine, heute geht es ja wirklich, am Bodybuilding geht es ja wirklich so drum, dass die Muskeln so bewusst sind. So, es geht nur nicht wirklich um den Performance. Ja. Das ist wirklich so, dass physisch klar, die Performance ist wichtig, weil sonst wussten die Muskeln nicht. Aber das ist aber so ein bisschen ein anderes Ziel. Aber wenn du trainierst du da bis zum Maximum? Oder, da habe ich mich auch schon gefragt, wenn du an Fitness gehst, musst du noch fragt sein oder musst du nicht fragt sein? Ich bin tot. Okay, das heißt, das ist gut tot zu sein dann noch. Das hängt von deinem Level auf. Das hängt von also, das ist immer schwer, alles Mega so Level. an Dippen zu gehen. Das ist immer schwer, weil du nicht alles kannst in so eine Dippe gehen. Zum Beispiel, wenn du gerade richtig aufhängst, bringt es dann nicht, dich komplett frei zu machen von der Ausführung von der Übung. Zum Beispiel komplett in Schrott. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Schon nicht, oder? Aber wenn du Muskelkater hast, dann sollst du nicht trainieren, gell? Hängt von der auf, wie schlimm dein Muskelkater ist. Okay. So, wenn du dich nicht auf die Toilette kannst setzen, weil was so bizarr ist, dann gibst du so, nee. Ja. Nee, wenn du aber, ich weiß nicht, wenn du dich schön aber das spielst, so, du wirmst dich schon, voilà, und dann noch gehen. Das ist ein Ding für alles, weil wenn du den Arm nicht kannst bewegen. Nee, sowieso mit der Zeit, der Muskelkater geht Männer. Ja. Also, weil ich weiß zum Beispiel, für ein Jahr, ich hatte ein paar Meter schon angefangen. Mit meinem Coach und so weiter. Ich kann nicht trippeln. Aber noch per day schon so gesagt, so, ich meine Beintraining gemacht und los okay. So, der Körper adaptiert sich mega sehr. Okay. Ich fand doch immer neu, so die Phase, also bei mir ist immer so, ich bin gar nicht mit dran am Sport, da fängt ich so an und da geht es so dick sehr viel besser. Ich ja immer über Muskelkater mehr, bis das auch Rekompens irgendwas. Ja. Und da sind jedenfalls so bei einem gewissen Level und dann irgendwie so ist so manches los und dann kommst du so auf den Punkt. Und dann hast du ja, das nicht so Zerkle. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit den Menschen geht es so. Ja, wahrscheinlich. Da Punkt das Switch, weil so die Phase, wenn du nicht rocken, es geht so sehr. Ja. Und du nur irgendwann stagniert ein bisschen. Ja. Nee, das vielleicht, weil du dann am Anfang auch motiviert bist, weil ja, du weißt, oh, ich muss etwas machen. Ja. Und du sagst auch, geht dich sehr viel holen. Und da fehlt da aber so die Routine. Ja, da ist etwas mehr Großes. Wie bleibst du immer? Du musst es so gern. Ja, das ist dafür bleibst du motiviert. Ich mag mega gern. Und zweitens, ich stelle mir so gar kein Froh mehr so. Okay. Weil ich auch mein Ziel so am Kopf habe. Was ist dein Ziel? Also, ob da Bühne aufzurappen, so. Okay, so, ja. Also, du stellst dir das so konkret vor, so, ja, ich verstehe. Kann man schwätzen über den Zusammenhang von Mental Health und Physical Health, wenn du willst? Weil ich meine, also, wir wissen, dass Leute, die eben selber Sport machen, wie no dat verknüpft aus Anfang. Ich meine Leute, die vielleicht Männer Sport machen, die denken sich das, also die wissen das mal so nicht. Ja. Meinst du so am Alltag? Ja, am Anfang schon, ja. Also ich meine das ja auch, dass du, also ich merke das, wenn ich so ein Examen nun, okay Sport mache, genau, in einer Zeit, das ist so 3 Meter. Ja, genau. Das merkt den aber irgendwie. Ja. Da den sich auch am Kopf auch nicht viel. Also ich merke, dass ich es brauche. Ja. Verschiedene Leute brauchen vielleicht auch nicht. Ich meine, einen gewissen Degré, auch von der vielleicht Mann aus, bei verschiedenen Leuten wie bei anderen, braucht die Vereine oder soll die Vereine brauchen. Ja, mir ich meine, ich weiß nicht, ob da heute vielleicht spazieren geht oder so. Mir schon immer, wenn du ein bisschen an frische Luft gehst und du spazierst, und du kannst du nur hin, was du so, voilà. Dicke Frau. Ja, und obwohl du den ganzen Tag wirklich gut nicht gemacht hast. So. Dafür, ich weiß nicht, ich meine, die Leute in der Schätzen das immer dick, was das bringt so den Ball an die Rolle, wenn ich das so kann ausdrücken. Wenn du das bist, musst du so, oh, ich komm mal das nur noch reinkehren. Und dann irgendwann merkst du so, das macht dir Spaß, wie war ich nicht nur nur der Pedester, weißt du so. Ja. Also was doch. Kann du das Buch? Oh mein Gott. Das ist schlimm. All gute Lützeboy, also so Menge ältere, Menge Freunde hier älteren, all gute Lützeboy benutzt das Buch. Ich war so, ich ist 8 Kilometer. Nee, wir gehen halt 15. Ja, das ist echt so witzig. Ja. Aber dir hat ja am Anfang sogar Sport geholfen, für den Mental Health eben zu boosten. Ja, für mich war es
war klar, mir hat am Anfang über die Downfast geschwart, wo einfach zu viel ging aus. Aber danach, wieder ich auch meine Mom eben verloren habe, war das für mich so, der Sport war irgendwie so eine Art Therapie, dass ich dann einfach die Zeit konnte, Apps für mich machen. Ja. So, wo ich weiß, ich muss nicht mal in einem schwatzen, ich kann nicht fragen, was dem Weg oder so. Das ist just so eine Stunde Fokus, just für mich. Ja. Wie war das ungefähr? Also wie alt warst du? Da war ich da 17. Und du warst lo? 22. Okay. Ich hatte gerade gewusst, ich war so 21. Danach gebe ich gerot. Ja, jetzt will ich auch nicht ehrlich sein. Oh, das ist schlimm. Ja, ja aber das ist ja. Die Stadt hat er von Weg so geholfen, darüber was zu kommen. Ja, oder du musst eins zu gehen. Weil bei euch war auch eine Therapie. Mir persönlich hat es nicht geholfen, hat ein bisschen okay. Schlimm gemacht, aber für andere Leute so scheren da so schöne Geschichten, wo Leute mega ablehnen, wenn so eine Therapie gehen. Für mich war das so ich wiederhole immer das Problem und schon, ja, das ist immer so, wenn du an einen Wunschneide gehst, so, ich war so, ich will nicht mehr schätzen, das ist gut. Okay. Das ist nicht, dass ich in der Dreck tue, mir ist schon einfach so, ich bin so ein Mensch, ich muss etwas machen, ich muss nicht, ich weiß nicht, da sind auch Leute, die dann meditieren oder journalen und mich die Sache machen mich so, okay. Ja, ich war nervös, weil ich weiß die Sache, also, klar, du kannst halt auf Sachen raus, wo du siehst, oh, der gute Stadlo so ausgeschwart tun, aber ja, ich sehe mir so den, ich muss dann etwas machen. Ich stehe sehr gebracht, dass es bis so 4 Uhr geht und ja. Nicht so immer nächst, ja. So soll es von. Ja, dann ja, hast du dann alle 3 Wochen hast du ein Rendezvous und dann hast du so 3 Wochen, so die erste Woche warten also, 2. Woche hast du gefehlt, geht ein bisschen besser, 3. Woche denkst du nicht mehr allzu viel drin. Gehst du in Therapie, also ich. Und da war so, was machen wir dann das? Da war vielleicht auch einfach die falsche Person. Mir doch davon auf, mit was du hingehst, bei wem du gehst. Vielleicht war ich auch bei der falschen Person, gell? Ja. Also für so eine Person, die los ich sehe, so, ja, ich gebe gerne mehr Sport machen. Was gibt es hier Uro denn? So, wo soll es aufhängen, wenn es an der Fitness geht? So sind 1000 Maschinen da. So, was soll sie machen? Ja, ich meine, das allerwichtigste für dich, also zu wissen, so, was willst du mal da erreichen? So, willst du just ein bisschen mehr fit gehen, willst du aufholen, willst du beiholen? Weil da musst du auch die Sache ein bisschen anders umgehen. Da musst du auch gucken, wie dein Alltag ausgesehen fand ich, so dass du auch so realistisch Ziele kannst setzen. Weil so viele Leute gehen dann, wie man für nur geschaut haben, so dann nach 3 Meter an Fitness sind sie dick motiviert und dann vielleicht wissen das einfach gar nicht so, okay, war das gerade mein Ziel? So, will ich gerade ein bisschen mehr fit gehen oder will ich gerade so Muskel beiholen, weil dann stellst du auch dein Alltag bis, dass du siehst, okay, ich muss vielleicht morgens mehr essen, wenn ich morgens nicht frühstücken. Ja, das ist einfach so klein, also so kleine Changements müssen im Alltag. Ja, war das für wahr willst du gehen? Ja, für wahr willst du gehen. So die Milchleute wollen ja mal wahrscheinlich für fit zu gehen. War ja schon gerade gesund zu sein. Ja, ich meine, das ist mir bei den Tippen so. Ja, weil wenn du das Mädelscher guckst, wenn ich mit Mädelscher hatte, dann so, ich will ja so mein ja, ich wollte gerade so, wieso schon du ausdrücken? So, ja, ich hätte gerne mir knackigen Arsch so und mir toned Bein und so weiter, wie sie also schön so hat sagst. Bei den Tippen also einfach allgemein Hybrid gehen. Ja, eben. Ja, mehr definiert vielleicht an, also bis Sixpack an Hybrid gehen. So. Bis Sixpack? Nee, nicht bis Fleisch. Nee, klar. Nee, dass du genau weißt, was dein Ziel ist. So. Was muss ein Mädel schon da machen, für mehr Arsch zu kriegen? Du musst dich fit. All day long. Weil für dich musst du gucken, wer eine Übung, die überhaupt gut leid. Zum Beispiel, nicht für ihn hast du viel gemacht, für Squats zu machen. Nicht für ihn hast du viel gemacht, für Deadlifts zu machen. Dass du verschiedene Sachen ausprobierst. Ich gebe immer für einen Uro, wenn du die echt keine Fitness gehst. Du siehst Personal Trainer froh einfach rein, ob die in der Kawai sind, was du für Maschinen stehen. Weil die Leute, die warten just drauf, dass du sie aufschwatzt. So. Das ist gut. Also sogar ein Basic Fit, meine ich. Die ich kann, wenn du gehst, als eine Person, die da sieht, ja, ich weiß nicht, Maschinen und so. So schießt. Ich weiß, das war eine Option. So, das war so
5 Euro mehr bezahlen oder so. Ja, ich weiß so, ne. Ich kann das. Wie normalerweise steht ja auch immer auf der Maschine, was du musst machen. Ja. Und da sagst du auch nochmal Leute, die dann so, egal was man. Aber das ist der falsche Weg drauf setzen. Am TikTok ist immer so Ego-Lifting. Ja. So, weißt du, das sind Leute, die so das Lift zu machen, Rick machen. Also. Und dann mal deine Kette rund um den Hals. So. Wie wichtig ist das die Form? Also, dass du gut meinst, dass ich nicht verletzt. Ausführung. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Okay. So, auf einer Prioritätliste so das echt. Ich hätte dich gewicht mit Dave, Dinge können. Ja. Okay. Das ist man nicht so beim das Ja, weil sonst bringt es dann nicht. Ja. Wenn du die Übung falsch machst. Du hast länger Zeit verletzt. So, was bringt das da? Das ist wie wenn du einen Aufsatz schreibst und du schreibst über das falsche Thema. So. Also, weißt du, was ich meine? Ja. So, du gehst da vielleicht echt in 2, du trainierst nicht den Muskel, den du willst trainieren. Du gehst halt nur vielleicht beim Gewicht runter, du musst halt nur, also wie soll ich so, du hast eine Platte, wo du nämlich 4 Euro kannst und dann musst du nur bei 0 aufhängen. Ja. Für, Also ja. Form aus alles. Was ist deine Lieblingsübung? Ich schwör, froh. Hey, du? Pull-ups. Pull-ups? Okay. Kannst du gut nicht zum Beispiel. Ja, Das finde ich nicht toll. schon cool. Ja. Schon dick natürlich wie ein Af. Ja, also das ist schon darüber, ja, effektiv. Tank du von der auf, was ich trainiere und was gerade meine Phase ist. So. Das ist nicht so eine Übung, die und Steck, ja, die machen stressig. Also. Ich freue mich immer mega, ob alles, was so Schillerdrecken aus. Schiller ist cool, Oder Hacksquat. Das ist so eine Squat-Maschine, wo es eben an so einer Schiene, also wie soll ich Sagen, sagen? geil. Ja, so. Kann man schätzen noch über Supplements? Ja. So, was hast du schon heute abgeschrieben? Proteinen holen? Das ist so einfach Whey, das ist ein Supplement, ich weiß nicht. Philipp, ich gehe schon seit Wochen an der Fitness und ich gehe einfach nicht mehr bereit. Oh, kannst du da nicht Now Whey? No way, was ist das? Man Now Whey, sie legen große Wert auf Qualität, aber nutzen nicht mehr 100% natürlich Inhaltsstoffe. Ah ja, und mit dem Code GÖLLEFROH kriegt ihr 20% auf all Akauf. Ja. Ja. Ja, mir statt dir wie mir einfach. Ja. Das heißt, das gibst du einen Uhr und den Muskeln will beiholen. Es kann nie schütteln. Also, die Monster haben Lust 6 Mal nach Poulet zu essen. So. Wenn du dann das kannst ersetzen durch Mojes bis Proteinpulver und ein Smoothie machen und um Training irgendwie einen Shake zu trinken, dann schmeckt mir das Leben mir einfach. Du musst auch nicht so viel kochen. Es gibt Leute, die sagen, so natürlich Proteine sind besser wie die aus dem Pulver. Was siehst du denen, Leute? Das ist so Bullshit. Also, klar, du musst nur gucken, was hast du für Proteinpulver gekauft. Also, so von der Tankstelle oder so, weißt du, oder so den, also einen guten. Ja, Ja, ob es eine verdreht, was auch immer. ja klar. Me, also, die meisten, die ich kenne, die immer statt leben mir einfach, wenn sie 1 oder 2 Scoops nach benutzen. Ja. Weil der Körper möchte keinen Unterschied, gell? Man, nee, ja, Du musst es halt just verdaut kriegen. Ja. Meine Eltern meinen, das wäre so wie, wenn du da Testo spritzt oder so. Sie meinen Oh, so Mann. Proteinpulver, weil das wäre Ich so weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Die erste Kehr, wenn du so etwas Käse machst, du verstopfst das so neben dem Bett so. Oh nee, ich werde ja noch nicht gucken kommen. Das ist süß. Und dann Kreatin. Kennst Ja. du das doch? Ja, all das. Ja. Okay, Ja, das ist 5 auch gut. Gramm. Das ist ja so wie Dann voluminös ausgesehen. dort mehr Wasser an den Muskeln. An der Intramuskulär wie extra. Also, Das ist ja für Lux, oder? Also doch. Nein, für- nein, du gehst nicht stark. du hast auch also Performance Okay. Advantage, wie siehst du Advantages? 4 Deler. Ja. Anscheinend also auch gut für die Kier, wünsch gelesen. Habe ich auch gelesen. Mir schon die Studien, sie sind mega viele Studien über Kreatin im Moment. Ja, Das meine ich so von den meist recherchierten Supplementen Ja, das am Marché. stimmt. Und da gehen doch Leute, die so unter den Tor, du wenn's verleiert. Das ist auch so Oh, Mythos. ich meine nicht, das hat von Kreatin aus. Das ist vom Stoff. Das Das ist aber wirklich so geil, weil dick viele. Also,
Cousin? Ich weiß es nicht. Nicht diplomatisch. Ich weiß so, es nicht. Das ist schon Zufall, aber so ist das all die... Ich meine, das hängt auch so krass davon ab, was du hältst, weißt du hältst und wie viel du hältst. Mit wie weit kann ihn da kommen, so The Rock, gell? The Rock. So, ich frage mich, den hat er nicht natural, oder? Den hält sich ab. Oder kann er so ausgesehen mit einem Training? Weil ich meine, das ist aber auch schon das bisschen so, das so unrealistisch für die Leute, die so, oh, ich will auch so gehen. Ja. Und dann wissen sie aber nicht, okay, den spritzt sich Leute so Zähne. Das ist ein mega kompliziertes Thema. Ja, Zumal an dem Promi-Bereich, weil es auch, ich weiß nicht, so viele Schauspieler, wo du da denkst, oh, die hat eigentlich gut Form. Wenn du da überlegst, dass die vielleicht die Form irgendwie so innerhalb von 2 Monaten irgendwie kriegt, weil für die Runde einen anderen Job hat, wo er nur mega dünn sind, also musst du mehr breit sein. Ja. Die Leute gehen nicht an den Interview so und so, ja, schon da noch nicht geholt. Weil das gehört für sie dann ja, zum Beruf quasi. Zum Image, zum Beruf. Ja. So am Anfang, dass du dem The Rock sein Image so zu sehen. Ja. Okay. Mit das auch besser, weil so, weißt du, so Body Positivity und weißt du sollst so Dinge eigenen Körper, weißt du, so Freude machst in der Christ so die mega Idealer da so für ein Nös gehalten auf Social Media und auf weißt du, Hollywood oder Pipapo. Und da bist du dick so disconnected von der Realität, teilweise. Ja. Nee, ich weiß komplett, was du meinst. Ich bin noch ganz am Anfang, wie ich angefangen habe mit Instagram, habe ich auch immens viel über die Sache geschwärzt. Ich habe da ein Foto gepostet, wo ich irgendwie so sitze und du sagst so drullen und dann ein Foto neben drun, wo ich da stehe. Ein guter Luch. Weißt du, gut Engel und so. Ja, genau. Ja. Und dann einfach für so zu erklären, so, ja, du kannst die... Du gesagt nicht immer aus, wie die Person auf der Rätsel seid. So. Boah, schon immer abgehalten, weil doch viel Kritik da war gut, weil die Leute Body Positivity aus dem Movement, den ist so komplex. Dann haben Leute mal geschrieben, wie kannst du dich trauen, da zu posten, weil du siehst, weißt du mal dass du aber kannst die Person auf der Rätselfoto sehen und andere Personen können wohl nicht die Person auf der Rätselfoto sehen. Weißt du, was ich meine? Leute, die so weit buddeln. Hallo? Das können wir darüber schätzen, dass der Blödsinn ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, dann überlegst du so, was du postest. Ja, das ist ja auch gut. Aber, also, deine Message ist ja nicht so, also die ist so relativ simpel. Du willst den Leuten weisen, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Weißt du, so, da tun sie Schnappschuss und es sind noch andere Seiten, genau andere Bilder. Das ist doch... Ich bin auch immer so gedurcht, wie du. Ich denke noch immer so, wie du. Aber du hast aber Leute, wo da so und so, ja, da ist dicke Blödsinn, so. Weil du sagst ja Umfang auch aus, wie die Person da jetzt auf Foto für war. Musst du das dann... Weißt du, was, du verstehst auch, okay, was ich tun, oder? Ja, mit das, weil wir davon ausgehen, dass du halt so ausgeseist und da weißt du halt, dass nicht just das, mit das eben auch alles anders ist. Ja. Wenn du es so beliest, dann möchte das auch nicht Sinn. Natürlich kannst du auch dann aufhängen, mit so viel positiv überhaupt positiv Foto von dir, weißt du, ja, nee, einen guten Enkel. So das, Engel. Voilà, also dann ist am Anfang hier Kritik, als für was positiv überhaupt gut Foto. Das ist hier Kritik. Ja. Und dann siehst du ja, weil ich will, weil ich darf. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich bin auch so strenge Meinung, aber du, ich weiß nicht, wenn du, keine Ahnung, wenn du Leute hast, die Sachen nur gucken, ich bewundere immer die Leute, die so Negativkritik gut nicht gucken, also lesen oder das komplett ignorieren. Bei mir ist das direkt so, Alarm, und du hast Falsches gemacht. So. Weil ich will nie irgendwie verletzen. Okay. Und das ist auch so... Wie werden die Leute fallen das dann? So kannst du die, also waren das Kollegen von dir oder waren das so... Nee, mal nicht umfangen. Dann ist es egal. Ich weiß. Weil du denkst mir so, ja, das ist egal, aber ich habe ein bisschen einen anderen Content wie früher. Okay. Ja, weil ich mich einfach zu viel mit dem Thema auch umgehen und so Body Positivity und du schwatzt die ganze Zeit drüber und du schwatzt die ganze Zeit über so die Recovery, also über so den Heilungsprozess von Erstörung, Sportsucht und so weiter. Du schwatzt die ganze Zeit darüber und du gehst so ein bisschen so den Message so verbreitet und du vergisst umfang, dass du probierst, dich zu heilen. Das heißt, du bleibst aber noch immer so an dem Kreis. Okay.
Und schon noch zum Beispiel den Moment, wo ich gar nicht mehr die Sache geschwärzt habe, mega viel Follower zum Beispiel verloren, weil die Leute waren so, oh nee, hat postet Fotos, wo hat ich weiß nicht, mehr seine Rolle weiß, so, oh, das ist mega fake und hier und da. Und ich war so, nee, ich will mich nicht mehr da identifizieren, so. Okay. Als die Person, die immer fragen muss, weisen, so, das ist okay, Speck und so, das ist okay, weißt du. Das ist auch eine gute Message. Was meinst du? Das ist okay, Speck zu. Ja, nee, klar. Also, nee. Ich verstehe, dass du nicht just das willst sehen. Ja, oder ich hatte keine Lust, alle Woche Posts mal über Panikattacken. Ich wollte einfach just allein du mal da eins gehen und dann drüber wasch kommen, so, am Platz, dass du noch, so, dann hast du mal Wasser gegangen und da schickt eine Person mal den Post und sagt, merci, dass du das gepostet hast, also fühle ich mich besser und dann gehst du rum, du mal da konfrontiert, weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Ja, du wolltest eben irgendwann weiter können zählen. So. Ja. Das ist weiter. Okay, ja, fair enough. Also, ja, absolut. Ja. Ich meine, dass die so komplett von der Frau aufgeweicht, gell? Nee, das ist nicht. Das ist ja die Beauty vom Podcast. Schon an der findest du dann von unfair, hat als Mann viel mich schnell Muskel dabei. Jo. Ich bin direkt, das ist ganz fair. Nee. Wie soll ich so? Du hast aber auch Männer, wo das dann für selbstverständlich halten, dass sie sehr Muskel abbauen. Ja. So wie mit der Genetik. Ja. Du hast Leute, wo zum Beispiel das gar nicht wie soll ich das erklären? Wenn du weißt, du hast Genetik, da kann es sein, dass du nicht so hart schaffst, wie die Person, die Genetik nicht hört. Ja. Ja, okay. Also für selbstverständlich. Ich hatte die ganze Zeit Take it for granted am Kopf. Ich war so, selbstverständlich. Okay. Mir hast du auch schon gesagt, so, ich kann mir vorstellen, dass das nicht weiblich ist, für Mädchen so viel Muskeln zu haben. Mein Bruder sieht mir das all da. Ja? Wirklich? Ja. Aber dann was hin? Also ich gebokst. Also mein Halbbruder, ich finde ihn über alles gerne. Und ich so, was machst du? Du warst wie schön, wie du denn warst. Ich verstehe noch, muss ich respektieren das auch mehr. Dem Moment, dass mir auch zum Beispiel über Scheiß ging. Ja. Und ich fühle mich einfach mehr wohl so, hoppla, an meinem Körper. Das ist ja am Ziel. Eben. Du hast immer Leute, die da so, na, Muskeln bei Frauen, nee. Aber dann guckst du sie und dann denkst du, okay. Ohne natürlich dabei zu sehen. Aber ich soll einfach machen, was du gerne willst. Das ist ja immer so. Egal, ob du dünn wärst oder dick oder sportlich oder nicht. Ja. Du hast immer Leute, die fanden, das wird besser oder auch nicht besser. Also, ja. Ich meine, dass so Bodybuilding oder allgemein so Fitness und mehr Muskeln bei Frauen aus dem Moment so am Gang mehr, ich finde so an den Trend zu kommen, mehr auch mehr akzeptiert zu gehen. So. Das ist nicht krass, wenn du am Fitness irgendwie so eine Frage sagst, die Muskeln hast. So, ja, ich finde an einem Fitness ist normal, dass die Frau die Muskeln hat. So. Am Anfang, wenn du an die Fitness gehst, also du so ein bisschen so verfälscht Bild, weil du alle Leute dick breit sind. Da warst du so, als die Dreh so. Aber am Anfang, das ist normal, die Leute, die da sind. Ja. Mit wem gehst du dann noch vielleicht mit anderen Leuten? Ja, das ist das, voilà. Weil ich schon noch, mein Freundeskreis wird komplett geändert. So. Ja? Ja, ich war. Ich war just noch, also mein Freund ist ja auch zum Beispiel Bodybuilder. Als Kollegen sind alle gut in irgendwie Fitnessgoers oder so. Eben solche Passion, so. Ja. Solche Lifestyle. Ja. Weil du dich dann zum Beispiel auch nicht schlecht fühlen, wenn du siehst, nee, ich gehe nicht mit dir in ein Restaurant. Ja. Kann man machen, erst noch das Meal Prep sitzen. Ja, klar. Musst du krass aufpassen? So. Ich passe krass auf, ja. Also für mich ist das nicht krass. So. Okay, ja. Das ist normal für mich. Ja, hier noch. Okay. Tisch, du musst, ja, das, also ich meine... Tisch, kein Döner, kein Falafeldürüm. Nee, das ist mega komisch, weil ich hatte gestern noch die Diskussion mit meinem Freund, weil ich so, oh, komm mal, bestellen als Sushi. Und es war so, sieht man nicht so. Okay, ja, du musst wahrscheinlich gewinnen. Ja, irgendwann warst du so... Wenn du nicht mit den Zucker brauchst. Verstehen. Also, meine Lust auf so Sachen, das ist neutral. Also, ich freue mich natürlich, wenn du mal Sushi nachstellst. Ich so, okay, komm, hier ist nicht. Aber das ist nicht, dass mich da mehr froh möchte. Das vielleicht auch, wenn da Erststörungsvergangenheit ist. Sushi ist schon schlecht. Also... Wie? Was ist das? Sushi? Sushi? Also,
Sushi Das ist gut schlecht. nicht schlecht auf Sushi. Me, was wäre da? Also Ja, da me doch Nee, gut nicht. also viel Du hast ein bisschen mehr Vater, ja. das Das ist Vater nicht und das schlimm. mehr Kohlenhydrate. Aber was ist da so? Kein Protein. Also, Was ist das so? ich Also, was ist das? esse auch, wann es muss sein. Weil ich kriege immer gesagt, wenn ich für selbst was aufplanen, dass für die Kalorien und Luft scheißen, dann bestelle ich mal Sushi. So. Ich esse dem nur einmal Sushi an der Woche. So. Du hast ja aber da just logischerweise mit Gemäß. Nö. Ve- Sushi vegan, mit Gemäß, ja. ja. Du kriegst auch Sushi mit Tofu und so Sachen. Ja, oder Tofu. Ja, genau. Ja. Me, also, Ja, das ist schon nicht Das- spektakuläres. Me, was ist nee, das also, dann? das ist gut. Das ist gut. Also, ich frage mich, was das ist. So, für, was, Meal was ist prep. gesund, vegan? Also, was ist das? Was ist nur ein Käse oder was ist das denn noch? Schuh für Drohnen. Was haben wir leid? Oh, stell dir vor, das wird traurig. Kannst du durchschließen gut. Ich Reiskäse mit geringen Bohnen. So Die Kontrolle. vegane Poulet. Ah, ja, okay. So gut. aus Weizen aus das. Avocado und Mango. Nice. Die war lecker. Und du, Tom? Falafel drin. So haben wir Mac. Ja. Ja, Ich hatte nicht viel Zeit. Ja, das war. das sind sie immer. Nee, ich habe die 6 Stunden Ich werde von halb geil. 7 nach Podcast aufgeholt. Oh mein. Und ich mich so priechte. Kriegst du keine Hölle? Ich habe geholt von Priechte. Ja. Ja. So. Boah, ich meine, das sind ein bisschen alles. Ja, du hast ein Gülle froh auch mal bräucht, so ist der? Ah, ja. Was unser Audience der kann. Jo, ich hat us sich so als Gülle froh hat ich mir überlegt. Ich wollte am Fokus frohen, was für all die Leute, die nur lauschen, so Gesundheit hecht. Also, was das hecht, gesund zu sein. Oder was das hecht bedeutet. Weil ich fand das ein mega interessant Thema. Also, ich rede nur so ein bisschen einer, so einer Sicht drauf. Und, jo, voilà. Ja, Was gut. kann ich gewonnen, wenn ich die richtige Antwort sehe? Die richtige Antwort gibt Boah, es gibt ja keine keine mehr. richtige Antwort mehr. Ich gebe da gucken, so, weißt du, was du, ja, voilà, sympathisch ist. Ja, Ja. ist sympathisch. Sympathisch. Wen aus dem Leben? Nee, ist gut, ist gut. Ich wollte ihm nur 2 Main gratis Coaching eben einfach verlösen. Die war geil. Ja, so Januar, New Year, New Me. Voilà. Sehr gut. Nee, ich war nice. Jo. Ja. Ich war gut froh, am plus. Am Anfang, die hat man durch können froh noch. Wir kann man nicht spoilern, Nee. oder? Darum, nee, oh, egal. Also, ich kann drauf antworten, mehr. Ja, Ich wohl. dachte, du kannst ihn so denken, was. Die darf nicht seine Antwort kopieren. Okay. Oh, was ist meine Antwort? Ich habe gut drüber nachgedacht. Für mich, ich meine Gesundheit, weil statt voilà, du so Mord kriegst und da sind das nicht so für selbstverständlich hören. Egal, ob du dich gesund ernährst und egal, ob du viel Sport musst, heißt nicht immer, dass du gesund bist. Weil, ich weiß nicht, so die Stressfaktoren und all die mentale Gesundheit können so viel mitspielen. Dafür, ich meine, Gesundheit für mich ist einfach so eine perfekte Balance am Leben zu haben, so mit allem. Sie wird sozial, sie wird Fitness, sie wird Alles. Beruf, keine Ahnung, alles. Ja. So, Ja, ja. gut. Geht schwer, das zu Du? toppen. Gesundheit. Was ist für dich Gesundheit? Ja. Alle, da. Gesundheit. Ja, wenn es nicht krank war. Ja, das ist eine mega schwer froh, eben, dafür. So nach dem Passer Antwort. Keine Ahnung. Ich meine, Gesundheit, ich habe mich noch nie gefreut. Ma, du weißt. Gesundheit. Klär für dich, lo. Siehst du immer, in nichts. Nee. heutzutage nicht mehr. Dann hast du Ja. so, Ja. Das ist Corona. Sonst, verschiedene. Alle. und du? Keine Ahnung. Zufrieden sehen mit meinem Körper, meinem Kopf, also meinem mentalen. Also, weißt Ja. du, Und so, wenn Nee, ich so ich am verstehe. Ränge sehe, was gerade mir dran viel geht, und Ja. so wie ich mich fühle. Hallo, durch. Ich auch. Nein. Nee, you got this better. Ja, ich weiß. Alle. Nee, ich fand, wenn du nicht krank bist. Und nicht krank bist Wenn einfach. du nicht krank bist, Ah, kannst du reich, am geil. Anfang froh sein,
Du hast recht, Also, du hast ja. recht. Du hast recht. Das ist enttäuscht. Nee, okay, merci. Das ist nicht so fancy, mit du aber, ja, das ist aber recht. Von warst du nicht krank, was hast du gesund? Da gehst du Nee. noch bei den Doktor. Doch, ja, natürlich. Ja. Ja, das ist noch keine bessere Antwort. Nee. Kannst du auch in Kommentare schreiben. Ja, wenn man genau. das Ich fand es aber nur so. Okay. Willst du noch in der Person? Dem Herzen leid. Ich schon nie viel geschwart, ich weiß gar nicht, die wird nicht geschwart. Das hatte bestimmt noch ein Deck viel mehr in Depth über so Mental Health oder so schwarze mehr. Ja. Ich habe mir ein Deck viel ugeschnitten, effektiv. Mehr. Wo kann ich dich buchen? Wie kommt Buchen? gleich in dich? Ja, buchen. Als Kind. Booking.com. Ich kann es am just bei dem nur über Insta rechen oder E-Mail. Ich schon noch so ein Linktree an meiner Insta-Bio verlinkt. Mal zu Links. Links. Kennt Leute Plan von dir gemacht. An den einen, der gewinnt. Sogar gratis. Ja. Ah ja. Yes. Gut. Ja, dann, Merci für die Nullauster, merci für Ja. die Zeit, dafür zu kommen und das interessante Gespräch. Ich merci. 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 Adi. Ciao. Adi.